Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Ich habe mich jetzt nicht bewundert, eben, wie ich schon in der letzten Folge angekündigt habe, habe ich an einem anderen Ort abgespeichert und bin aus dem Spiel rausgegangen und bin daher automatisch zurück zu dem Bänkchen teleportiert worden. Wir sind momentan blöd gesagt da stecken geblieben. Dann habe ich dafür nicht müssen durch komplette Höhle zurückgehen, sondern sind direkt, also eigentlich sind wir nicht genau dort, ich zeige es euch gerade mal schnell. Sieht gerade ein bisschen dumm aus auf der Karte. Genau, da oben bei dem Bänkchen zu sind wir jetzt eigentlich. Ich habe noch ein, zwei kleine Sachen vor in dieser Folge. Und zwar wollte ich auf Erkundungstour gehen und habe noch einen kleinen... Oi! Aber ohne, dass ich da gerade auf den Keks bekomme. Und habe noch einen kleinen Geheimtipp bekommen, wo ich doch einmal ein bisschen nachschauen gehen. Wo es könnte weitergehen. Aber das erste, was ich mal gerne machen ist ganz links ans Ende von dort eigentlich, von dieser Strecke aus. Ich muss da auf die grosse Karte. Es ist so mühsam, das zu zeigen. So, obere Pfeillage lützeln. An dieser Stelle hier eigentlich ganz dahinter mal noch zu gehen, um zu schauen, ob dort irgendetwas noch auf uns warten würde. Weil mich persönlich würde das eigentlich noch wundern. Und darum habe ich gedacht, ich mache das mal ganz kurz. Und nachher würde ich mich zurück auf Mistbump begeben, um zu schauen, habe nicht einen kleinen Geheimtipp bekommen, dass dort doch etwas könnte weitergehen. Und ich zeige euch dann das, sobald es soweit ist. Ich lasse mich jetzt da mal fallen, okay. Ja, dass ich da plötzlich auf den Keks bekomme. Komme ich jetzt da noch weiter oder nicht? Die Frage ist eben, auf dieser Statue... Ah, was? Betrachten! Königsidol! Okay, nur schon allein für das hat es sich gelohnt. Auf dieser einen Steintafel hat ja gestanden, dass wir nur ohne unsere Seele könnten weiter schauen gehen. Und ich bin mir ziemlich unsicher, ob das vielleicht noch einen kleinen Hintergrund hat, dass das irgendetwas könnte sein. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ja, dann lassen wir das einmal so stehen und würden uns zurück auf den Weg nach Mistmund machen. Oh Mann, der Geoschwarm ist einfach einzigartig cool. Ich kann sich wirklich nicht mehr darum kümmern und so kann man richtig gut Geld verdienen mit denen. Jetzt müssen wir gerade mal schauen. Zack. Und schon ist mein Geo wieder in meiner Tasche. Egal wie viel ich überall liegen. Da haben wir ja wieder unseren Meister. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Genau, da hinten sind wir in der letzten Folge in der Höhle drin und haben Jonis Segel gefunden. Was ja ziemlich speziell ist. Aber ob das uns etwas bringen würde im Kampf gegen die 5 Wächter, weiss ich jetzt gerade momentan noch nicht. Aber ich denke, wir schauen uns das erste Mal noch ein, zwei andere Sachen an, bevor wir uns überhaupt dem Kampf wieder stellen. So, ich muss aber zuerst mal noch schaffen, ganz raufzukommen. Oh. So, voilà, einmal da rüber bitte. Und dann sollten wir da einmal geradeaus durch können. Dann sollten wir oben runterfallen. Von der Schlucht ganz oben runterfallen. Genau, wenn wir jetzt ganz rechts gehen, sollten wir uns dort fallen lassen. Und sollten am Schluss am Ende in Mistmund landen, wenn ich das, so wie ich das verstehe. Ich würde sagen, wir müssen uns das einmal anschauen, damit das wirklich, ob das so funktioniert oder nicht. Ui. So weit oben habe ich eigentlich nicht wollen. So, la. So. Unsere Stinkenwolke bringt gerade momentan gar nicht, weil unser Nagel ist ja wirklich schon ziemlich gut geworden. Eigentlich sollten wir von daher richtig Mistmund kommen. Ich probiere das jetzt gerade mal aus, ob das funktioniert. So, funktioniert das? Ui, wir gehen hier irgendwo runter. Und sind wir in Mistmund? Es sieht ganz danach aus. Jawohl! So, dann würde ich sagen, machen wir uns direkt mal auf. Nein, ich fühle jetzt nicht mein Leben an mit unserer Seele. Wir haben ja da vorne eigentlich gerade ein Bänkchen, wo wir uns schon kurz anhückeln können. Jawohl, wenn wir noch ganz kurz in den Laden hineinschauen, ob es da irgendwelche neue Sachen gegeben hat, man weiß ja nie. Und daher schaue ich doch mal ganz kurz rein. Wie viele Masken haben wir denn jetzt eigentlich momentan zusammen, oder? Kugeln, lohnt sich denn das überhaupt, das gerade momentan zu kaufen? Masken würde sich lohnen, wenn wir noch eine weitere würden finden. Und dann würde ich sagen, dann könnte man das noch später schauen und sonst hat es ja nichts Neues gegeben. Außer dass wir dann die zwei Sachen mal noch einkaufen. Dann schauen wir noch schnell wieder eine Kartenmacherin vorbei. Und auch bei ihr hat es nichts Neues gegeben. Dann würde ich aber mal sagen, dann machen wir uns ab zu unserem Hirschkäfer. Und weiter geht's. So, einmal mit dem Lift. Und abwärts bitte. Ding, ding, ding. Sali du. Wir müssten weiterreisen. Und zwar würde ich gerne, ich bin mir ziemlich unsicher, aber ich gemeint, es wäre die Station des Königs. Ich muss ganz ehrlich sagen, ohne den kleinen Geheimtipp wäre ich selber nie drauf gekommen, dass das so funktioniert. Aber ich zeige euch jetzt gerade was, wenn ich jetzt so richtig liege. Und zwar speichere ich jetzt da noch ganz kurz ab. Und zwar hoffe ich, dass ich jetzt richtig bin.
Aber ich glaube ja, genau, da hat sie so einen Fake-Hirschkäferweg. Und ich habe mich schon ein paar Mal jetzt eigentlich so gefragt, warum gibt es das eigentlich? Warum hat es da so einen Fake-Hirschkäferweg? Würdet ihr darauf kommen, wenn ihr jetzt das so seht? Ganz ehrlich, schaut mal genau um. Die fliegen auch gerade am Dach schon, die fliegen in der Ewigkeit um uns herum, anstatt einfach das GOG. Fang mich doch, fang mich doch. Okay. So. Wäret ihr darauf gekommen, dass das funktioniert? Jetzt ganz eine ehrliche Frage, dass man da unten durchkommt. Wäret ihr darauf gekommen, ohne Geheimtipp? Oh, oi! Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre nie darauf gekommen. Ich bin so gottesfroh, dass ich den kleinen Geheimtipp bekommen habe, dass dort noch einen Weg durchführt. Dass wir nämlich da noch ein bisschen weiterkommen. Jetzt haben wir da nämlich schon wieder gerade 2 Wege offen. Jetzt ist halt die Frage, wenn wir uns gerade gegen rauf kämpfen oder nach rechts. Komm, wir machen doch zuerst mal nach rechts, dass ich meine Orientierung so plus minus behalten kann. Jetzt ist die Frage, keine Karte für dieses Gebiet. Okay. Das sind so neue Käfer, die habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Aber der hat sich jetzt nicht grossartig gewehrt. Ich versuche jetzt da mal zuerst mal... Ui! Geht einfach eine Rüstung oben runter. So eine richtig leblose Rüstung. Ich sage, wir schauen jetzt mal schnell da hinten. Ich erkunde einfach mal so plus minus und schaue mal ein bisschen um. Wo genau dass wir jetzt durch müssen, weiss ich jetzt... Ui! Und wie soll ich jetzt da durchkommen? Okay, Doc. Komme ich da irgendwie... Nein, das funktioniert ganz und gar nicht. Dann würde ich sagen, da führt uns der Weg sicher schon mal nicht weiter. Ich fühle mal die 2 Leben an. Oder kann man das irgendwie wegschiessen oder so? Einfach, dass ich auf Nummer sicher bin, dass ich das jetzt wirklich angeschaut habe. Ich glaube, da kommt man wirklich nicht weiter. Wenn wir schauen, dass wir irgendwie von der anderen Seite her ankommen können, würde ich sagen, dann haben wir den oberen Weg schon mal abgecheckt, dass das nicht funktioniert. So, la. Oi! Muss ich aufpassen, dass da irgendwelche Da gehen jetzt schon wieder so irgendwelche Rüstungen oben runter. Ich glaube, das ist sogar die gleiche wie vorher. Ich höre da jemand zu mir! Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Wundert jetzt, wo der sich versteckt. Da sehe ich auch schon das Papierli. Und zwar der liebe Conifer. Sally! Ist das nicht ein gemütliches Loch? Ich habe mich in dieser Wildnis dort draußen vorgewagt und dachte mir, eine Pause wäre jetzt ganz angebracht. Die Landschaft ist recht friedvoll auf dieser Seite der Stadt, aber die Bewohner sind genauso wild wie überall. Karte dieses Gebiets kaufen? Ja, liebend gern sogar. Diese Wand nach zu urteilen haben die Bewohner wohl nicht weit in diesen Höhlen hineinbauen wollen. Ich frage mich, was sie wohl zurückgehalten hat. Ja, wahrscheinlich etwas ziemlich Grobes, aber du wirst es wahrscheinlich am besten wissen. Da können wir sogar... Kolosseum der Narren steht dort oben. Ah, was? Also wir haben unten durch einen Weg und wir haben oben durch einen Weg. Und ich persönlich würde sagen, wir erkunden doch zuerst mal unten durch. Und nochmal danke an dieser Stelle für den lieben Geheimtipp, wenn du das am Schauen bist. Ich muss ehrlich sagen, es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich... Oh! Da hat es nochmal so eine Pfütze, wo wir nicht durchkommen. Da kann man nichts ausschlagen, aber da ist ja nochmal ein Weg da durch steht da. Also laut der Karte sollte es dann... Mein Gott, bin ich dumm. Ich schaff's nicht mehr gumpen. Komm, ich fülle jetzt lieber nochmal meine Maske an. Dümmer geht sie gerade momentan nicht. Muss ich in dem Fall nochmal ein bisschen weiter rauf. Okidok. Versuche mich jetzt da mal so rüber zu schiessen. Nein, das ist kein weiterer Weg. Also dann schauen wir nochmal oben an. Weil laut der Karte hat es da nochmal einen Weg durch. Aber irgendwie geht das nicht. Speziell. Dann würde ich sagen, ignoriere ich in dem Fall das auch einmal oder schaue nochmal schon ein bisschen weiter oben. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass da nichts ist, weil da oben dran ist ja dann der Conifer. Okidok. Dann hat sich die Frage ja eigentlich von allein geklärt. Dann würde ich sagen, ich versuche da mal gemütlich durchhüpfen und dann schauen wir uns den Weg rechts durch an. Weil dort hinten sollte sich ja auch ein Bänkchen verstecken. Und dann sage ich natürlich nicht nein. Oh mein Gott, was sind denn das für Viecher? Jump. Okay. Wir könnten natürlich auch oben durch, aber da warten genau die gleichen Insekten auf uns. Okay, die sind noch leicht zu erledigen. Die kumpeln einfach die ganze Zeit umeinander. Und kommen uns dann ein bisschen näher. Das ist ja noch eigentlich easy so weit. So, und oben haben wir noch einen Topf voll... Ah! Okay. Den habe ich gar nicht mehr gesehen. In einem ganzen Haufen voller Taler habe ich den gar nicht mehr gesehen. Die kleine Made die. So.
So, dann kommen wir jetzt wieder in den unteren Bereich. Dass wir ja nicht verpassen, hauen wir zuerst dem eins auf den Latz, nicht dass der da so... Ui! Hinterrückt plötzlich... Ui, da lange kein Schuss. Jetzt habe ich wirklich gedacht, da sollte ein Schuss sicher mal auslangen für die. Aber wie es aussieht, ganz und gar nicht. Ah, da haben wir solche, die wir schon kennen. Oh, der schießt jetzt mit 3 Schüssen. Das kenne ich aber noch ein bisschen anders. So, lieber mal noch schnell eine Maske an, vielleicht. Ich habe gerade zu wenig Seelen. Oh, da kommen gerade mehrere aufs Mal. Okay, das haben wir gut anbekommen. Lieber noch mal schnell die Maske anfüllen. Man weiss ja nie, was da so auf uns wartet. Hollow Knight hat ja immer wieder mal eine Überraschung parat. Aber dass jetzt so 3 Teile rausspuckt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh nein, jetzt habe ich versucht gegen abzuschlagen. Es hat nicht funktioniert. Wieso funktioniert das nicht? Mann. So, dann durchforschen wir weiter. Aber die Musik, auch wieder da, wirklich mega herrlich gemacht. Kann ich an dieser Stelle wirklich nicht klagen. Da haben wir wieder einen Topf voller Taler, jawohl. Also Taler fällt uns langsam nicht mehr. Jetzt wäre ich einfach froh, wenn wir mal wieder ein bisschen Bleiche finden oder so, dass wir unseren Nagel nochmal könnten, sonst einmal verbessern. Finden wir uns jetzt da? Ah! Lölis! So, Lölis! Da komme ich schon wieder ein Leben weniger rüber. Mann! So. 4 Hits brauchen wir für die. Alles klar. Das ist ja gut machbar. Oh, da kommen die Stachel auf den Kopf. Ui! Mann. Da hat es mir gerade wieder eins auf die Rübe gehauen. So, wir sind jetzt irgendwo an einem komplett anderen Ort. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt gerade hingehen. Ich bin gerade überlegt, ob wir nochmal zurück wollen. Doch zuerst nochmal den Weg aufs Bänkchen suchen. Damit wir dann nicht plötzlich in einem Hinterhalt landet. Ich höre da irgendetwas. Ein Räubli oder so etwas. Komm, von denen hau ich jetzt einfach mal ganz kurz ab. Da haben wir eine Raupe! Jawohl! Komm, ignorieren wir. So, lieber nochmal schnell neben anfüllen. 1994, also wer von euch dann geboren worden ist, darf sich jetzt geehrt fühlen. Und natürlich ein Like da lassen. Nein, nur Spaß. So, dann durchforschen wir gerade mal. Oh. Also, ich habe jetzt nicht daran gedacht, dass du unten Stacheln sein, wenn ich ehrlich bin. So. Jetzt muss ich einmal versuchen, unseren Wirbelwind einzusetzen, ob der vielleicht da ein bisschen mehr bringt. Ja, nicht wirklich, hä? Können wir ja nochmal 2? Also so ein Wirbelwind macht etwa 2 Hits in dem Fall. Wir haben dann nochmal 2 weitere Hits gebraucht, um sie zu erledigen. Da rechts haben wir jetzt glaube ich noch nicht durchgeschaut. Machen wir das noch ganz kurz. Jetzt haben wir wenigstens noch ein Räubli gefunden. Da können wir gerade schon mal froh drum sein. Oh Mann, da oben haben wir wieder so einen schwarzen Strahl, wo wir nicht durchkommen, alles klar. Für das fehlt uns, wie es aussieht, noch irgendetwas, oder wir müssen versuchen, von der anderen Seite anzukommen. Dann würde ich sagen, machen wir uns in dem Fall mal auf den Weg zum Bänkli. Das wäre mir sowieso am liebsten. Dann können wir ganz kurz abspeichern und sind auf der safen Seite. Ui, was ist das für ein riesen Ding? Ui! Ui! Ui, da komme ich gerade böse auf den Keks über. Ich glaube, ich hau da ganz kurz mal schnell ab. Das Ding geht ja gröber ab. Ah, jetzt kommt da noch so eins. Die Monster lassen gerade momentan nicht zu wünschen übrig. Ich weiss aber gar nicht, wie ich denen ausweichen soll. Dem grossen Ding sitzt sowieso gerade momentan nicht. Nice! Hat funktioniert. Gut, wirklich viel hat das glaube ich gerade nicht gebracht. Außer einfach wenigstens ein bisschen Taler. Aber das ist ja auch nicht verkehrt. So, jetzt muss ich einfach aufpassen. Ich mache mir irgendwie Sorgen, dass da plötzlich irgendwann mal noch Klappen runtergeht. Ich habe schon eher gedacht, da könnte plötzlich so ein Gitter runtergehen und dann sind wir gezwungen zu kämpfen. Das funktioniert ja gerade ziemlich gut so. Haben wir auch noch gemütlich Seelen nachfüllen, aber es sieht gut aus da. Oh, er kann bis raufgumpen. Mann! Dann locken wir ihn lieber nochmal bis dahinter und versuchen die gleiche Strategie nochmal wie vorher. Nice. So, nicht vergessen, das Leben anzufüllen. Solange wir volle Seelen haben, wäre das schon zum Vorteil. Okay, wir haben hier wieder irgendeinen Eingang und ein Bänkchen ausruhen. Lieben gern. Hui, dann gehen wir da mal eintreten. Dann schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Nein, ist das unser Lehrer wieder? Unser Papi. Sally, zuhören. Oro, Nagelmeister. Wie hast du mich hier unten gefunden?
am Ende der Welt. Ja, ich weiß, warum du hier bist. Du bist gekommen, um vom legendären Nagelmeister Oru eine Nagelkunst zu erlernen. Es ist das Gesetz des Großmeisters, dass ich meine Lehre an diejenigen weitergeben muss, die würdig sind. Aber kein Gesetz verbietet es mir, eine Bezahlung für meine Zeit zu verlangen. Wenn du wirklich von mir lernen willst, beweise es mir mit Geo. Nagelkunst des Meisters lernen, wenn wir das uns leisten. Ich würde sagen, wir haben so viel Geld. So viel Geo-Vorrat, wir geben das aus. Mal schauen, was wir jetzt Cooles raus... Oh, ich verschrecke jedes Mal und habe das Gefühl, ich will mir einfach auf den Latz hauen, wenn das passiert. Sprinthieb. Halte Vierecke drückt, um Energie in den Nagel zu konzentrieren. Lass los, wenn du sprintest, um den Sprinthieb auszuführen. Ich kann mir darunter jetzt gerade momentan noch nichts vorstellen, aber wir schauen uns das nachher gerade mal an. Ich muss sagen, du bist ein ausgezeichneter Schüler. Dein Geschick mit dem Nagel und deine Begierde, stärker zu werden. Du erinnerst mich an meinen Bruder. Ich habe dir alles beigebracht, was ich kann. Geh zurück in die Welt, Reisender, und belasse mich meiner Einsamkeit. Bam. Alles klar? In dem Fall bist du der Bruder von dem, den wir schon kennengelernt haben. Ich würde mich auch gerne verbeugen. Ah, das kann ich doch. Ich kann mein Köpfchen gegen oben tun, so ganz fein. Ja, Meister, danke dir vielmals. In dem Fall haben wir deinen Bruder schon kennengelernt, der uns behandelt hat wie sein eigener Sohn. Dann speichere ich dann nochmal ganz kurz ab. Aber wie muss ich das jetzt darunter verstehen? Nicht so, sondern... Wie muss ich das jetzt verstehen? Ich tue Energie speichern. Ah, okay. Ah, okay, alles klar. Ich habe es verstanden. Das sieht ja noch ziemlich nice aus, aber ich weiß nicht, ob ich das, ehrlich gesagt das... Oh mein Gott, das sieht mir ganz unkosch. Das sieht wirklich nicht gerade gut aus. Und da können wir sogar noch nachfüllen an Seelen. Komm, das machen wir noch kurz. Wir haben ihn noch nicht ganz voll. Dann versuchen wir mal da durchzuschlängeln. Ich hoffe, das kommt gut. Ich hoffe, das kommt gut. Okay, okay. Wo sind wir da? Wo rückelt der Boden da? Nochmal einmal abwärts. Okay, dann haben wir wieder so... Da höre ich auch wieder eine Raupen irgendwo. Hat es da... Irgendwo wieder einen Weg zum Ausschlagen? Nicht wirklich. Höre ich die Raupen nicht mehr. Ich versuche da mal ganz kurz schnell aufzuhüpfen, aber... Räubli, wo bist du? Okay, da ist momentan nichts. Nein, dann ignorieren wir den schnell dort oben. Kümmern wir uns um die hüpfenden Dinge, dass die mich da plötzlich in den Hinterhalt locken. So, einmal Masken anfüllen. Da kommt er auch schon. So, gut funktioniert, gut funktioniert. Aber irgendwo da müssen Raupen sein. Es kann natürlich auch sein, dass die da oben auf uns warten. Nein, da geht auch nicht kaputt. Aber ich glaube, ich muss dann einmal zurückgehen. Weil es ist mir schon ein bisschen koscher, dass ich da unten eine Raupe höre, aber sie nicht finde. Übersehe ich wieder irgendetwas? Hören die das auch? Das... Ja. Ich gehe nochmal schnell da rauf. Haben wir da nochmal einen wackelnden Boden irgendwie? Nicht wirklich. Okay, okay. Irgendwo da musst du sein. Wo bist du? Wieso höre ich Raupen, aber ich finde sie nicht? Wenn ihr wisst, wo sie steckt, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare rein. Ich wäre ziemlich froh drum. Weil ich mache mich jetzt mal weiter auf den Weg zum Durchforschen. Da habe ich probiert, da geht nicht. Alles klar. Da geht es auch nicht mehr weiter. Ah doch, da unten. Alles klar. Nochmal einmal abwärts. Da kommt wieder so ein Riesenviech. Oh, ich bin so verschrocken, dass ich gerade im Ding reingelaufen bin. Nicht kumpeln, lieber unten dran bleiben. Meine Stinkwulchen noch ein bisschen Schaden machen lassen. Ah! Daneben! Ah! Das ist dumm! Nice, okay. Oh mein Gott. Ich habe schon gemeint, wir sterben gegen das Ding. Jetzt haben wir wenigstens mal das Leben nachfüllen, aber was wartet da rechts von uns? Das ist jetzt wirklich ein bisschen eine kleine Zwickmühle gewesen. So etwas habe ich jetzt ganz und gar nicht erwartet. Ah, jetzt kommt da schon wieder so ein Viech. So, lieber nochmal eine Maske nachfüllen. Wir leiden ein bisschen unter Mangel von Leben. Jetzt nochmal irgendeinen Weg. Betreten. Da gehen wir mal rein. Da hat es nochmal einen Weg runter. Oh mein Gott, ist das alles so ein bisschen... Das ist alles so ein bisschen... auseinandergezogen. Ah, da kommt schon wieder das. Aber
Komm, ich nehme es mit dir mit dem Kampf auf. Ich kann nämlich die Seele sehr gut gebrauchen. Jetzt habe ich gerade Glück gehabt, dass mir der Spitz nicht noch auf den Kopf gefallen ist. Nice. Da oben ist sie, die Raupe. Ist das die ich gehört habe? Miau, 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 danke, es hat mich auch gefreut. Schön, ich darf jetzt befreit haben. Nice, okay, wir haben wieder genug Seele. Ich fühle da unten gerade mal nochmal schnell nach. Jetzt sind da schon wieder 2 auftaucht. Okay, okay. Haben wir wenigstens volles Leben und ein bisschen Seelenführung. Das ist schon ziemlich gut. Dann machen wir da mal eintreten. Okay, 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 okay. Mysteriös, mysteriös. Ich habe nicht genug Seelen zum da hauen. Ich habe nicht genug Seelen zum da hauen. Aber wisst ihr was? Wie das Ganze weitergeht, schauen wir uns doch an in der nächsten Folge Hollow Knight. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht. Mir sicher auf jeden Fall. Ich würde sagen, danke und ciao.